Sophia und ihrer Vater, deren der kleinen Geschichten vorlesen. Am liebsten ist derer nachher schließlich ein Kinderbuch, wo man Viecher hört. Der preußische Autodieb kriegt von seinen Vater ein teures Rad geschenkt. Danach kommt er dahinter, was für einen Haufen Schulden das seine Mutter hat. Und drum fängt er beim Gregor eine ganze Stei an. Für das muss er ihm aber versprechen, dass er im Herbst bei ihm als Lehrbuhr weiter tut. Der Gregor ruiniert eine Birche mit Verseln von seiner preußischen Gespuse ihrer Großmutter. Drum schreibt er selber seine Verseln. Aber nachher kann Tina das alte Birche aus einer Bücherei auftreiben. An Philipp, sein großer Bruder, ist ein ganzer Hallodri und möchte der Chef vom Lansinger Bauhof werden. Der Philipp hält sich aber hübsch zurück von ihm, damit dass er nicht selber in Verruf kommt. Leni und sein Alter wetteifern, wer das länger auf einen Hax stehen kann. Wie sie da nachher gewinnt, da bleckt sie ihm und danach pflanzen sie sich gegenseitig. Sarah backt Kirchen und die anderen fressen sie ihrer weg und danach pflanzen sie sich gegenseitig, weil mit und ohne Insektenmehl bacher wird. Uschi und Tina können Sophia überzeugen, dass der Winkler kein falscher Hund nicht ist. Aber danach hört es leiten, von wegen, dass ihrer Jamsterer der Rosi seinen Rechner auf dem Gewissen hat. Und drum stellt sie ihm auf Probe.